Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. An dieser Zeit von der Pandemie schwätzen wir leider nicht mehr genug über die Klimapolitik. Ich fand das ein Fehler. Trotzdem hier am Europaparlament schaffen wir ganz stark auch unter Klimapolitik auch noch für zu gucken, was wir können besser machen. Die wissen, wir haben eine relativ streng Klimapolitik hier an der Europäischen Union. Als Betrieber, die CO2 emittieren, müssen all Jahr eigentlich mehr für ihren CO2 bezahlen. Sie haben Männer Freiallokationen und natürlich den Produktionspreis von einer Tonne Stahl, zum Beispiel zu Lützburg, geht permanent drauf, weil auch den CO2-Preis an die Luft geht. Das war so, dass an den meisten Drittländern, und das war als Konkurrenten, zum Beispiel China, da gibt es keinen CO2-Preis. Aber wenn die Stahl dann aus China gegen die Europäische Union rankommen, hat die natürlich einen kompetitiven Vorteil, weil die nicht gegen den Klimawandel möchte, und zweitens wesentlich mehr billig produziert kann, nicht nur durch den CO2-Preis, sondern auch natürlich Arbeitskosten. Da hat man aber gerne für als Industrie an der Europäischen Union besser zu schützen, dass der Mechanismus soll gehen, für das, was so ein Produkt von Bausse rakennt, dass den dann auch muss auf der Grenze eigentlich die Klimaaufgabe auch bezahlen, die als europäische Betriebe sowieso schon müssen bezahlen. Da kriegen wir dann Produktion bis nur bei ihnen, wie das aktuell ist, und das gibt dann noch unserer Industrie helfen, für da mit gleichen Regeln eigentlich zu kämpfen und dann noch bessere Chancen zu haben, für zu bestehen und auch für zu verhindern, dass die Industrie irgendwann komplett an Drittländer geht, weil es da einfach mehr billig ist, für zu produzieren. Das ist ein anderer Punkt, den hatten wir als CSV an einem Wahlprogramm für die Europawahlen 2019 stehen. Und wir haben das auch ganz klar dem Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin, gesagt. Wir müssen auf den dortigen Weg gehen. So ein Mechanismus muss es gehen. Die muss natürlich konform sein mit der Welthandelsorganisation. Und da schaffen wir gerade drin. Es gibt so einen Initiativrapport hier im Europaparlament. Da sind an ein paar Kommissionen dran, wo das wirklich behandelt wird. An der Umweltkommission, an der Wirtschafts- und Währungskommission, wir waren an der Kommission für den internationalen Handel, an den auch Amendementer jeweils Rabrusch, dann ist noch an der Kommission Ökonomik und Monetär der Rapporter für meine Fraktion, also der Responsablen. Und da schaffen wir, für das System soll kommen. Wir brauchen natürlich auch noch die Legislativproposition von der Kommission. Wir erwarten, dass die mit nächstes Jahr auf den Tisch soll gelöst werden, und dann kriegt man den Mechanismus an den nächsten Jahren auf den Weg bringen. Das für zu sagen, wir machen Druck für nicht nur hier in der Europäischen Union den CO2-Ausstoß hochzukriegen, aber auch an Drittländer das fertig zu kriegen. Dafür muss man Druck aufzumachen. Das können wir einerseits über Handelsakkorde machen, aber auch über so einen Mechanismus, über den ich gesagt habe. Das ist immer wichtig zu sagen, das soll kein CO2 Tax sind, weil wir eine Taxgefe machen, das wir nicht mehr konform mit der Welthandelsorganisation. Wir wollen den Mechanismus, das ist eine Umweltmesure, das muss ich ganz klar sagen, für die Produktion überall auf der Welt und ob die hier in der Europäischen Union rankommen, so ein Incentive kriegen, einen Ausstoß kriegen, für mehr klimafreundlich zu produzieren. Wir probieren das umzusetzen. Das ist natürlich juristisch eine ganz kritische Affäre. Wir werden schon einen Mechanismus kriegen, den das dort packt. Und ich werde dann auch, wenn wir hier die Verhandlungen fertig sind, wir werden wahrscheinlich am Januar mit dem heutigen Rapport an Plenär gehen, nachher können berichten, wie das gegangen ist. Die wissen, wir haben ganz ambitiöse Klimaziele an der Europäischen Union. Die Europäische Kommission sieht minus 55% bis 2030 als machbar. Das ist Referenzjahr von 1999 geguckt. Hier im Europaparlament wird gesagt, minus 60%, das sind nicht ganz damit d'accord, weil die minus 55% von der Kommission, die beruhen auf einer wissenschaftlichen Etude, was machbar ist, auf einer Machbarkeitsstudie. Die 60% vom Parlament haben keine so eine Etude, das ist immer ein bisschen kritisch, ich bin immer lieber auf der Seite von der Sicherheit, und das ist natürlich die Seite von der Wissenschaft. Ich werde da berichten, wie es auf dem Dossier weitergeht. Und ich hoffe, dass ich euch geschirrt habe, begrüßt bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.